Servus, Hovedere. Spaß, ich kann Deutsch, hi. Also, ich liebe nur diese 3 Sekunden Entsetzen in den Augen der Leute, die kein Bayerisch verstehen, die sich dann denken, oh nee, geht es jetzt die ganze Zeit so? Nee, keine Angst, geht nicht die ganze Zeit so. Ich spreche die gemeine Zunge, hallo. Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass ich da bin, freut mich sehr. Ich wohne jetzt aber seit über 8 Jahren in München, ne? Deswegen lerne ich zwangsläufig, ob ich will oder nicht, so ein bisschen Bayerisch, weil ich habe in München einen Kumpel, der ist so richtiger Bayer. Also immer, wenn er was sagt, dann kommt so ein bisschen Heu mit raus. Letztens auch den bayerischen Satz gesagt, den ich je in meinem Leben gehört habe, und zwar, ich muss mich hinlegen, ich hab zu viel gegessen. Und ich liebe den Satz einfach, weil in dem Satz hat wirklich jeder Buchstabe eine Lederhose an. So geil. Seit ich den verstanden habe, fühle ich mich auch integriert. Jetzt kann ich mich offiziell zum Bayer schlagen mit so einer Weißwurst links, rechts. Ja, Markus, komm, bring den süßen Senf, vergieß ihn über mich. Ich bin einer von euch. Komisches Bild zum Start in den Abend, aber naja. Aber der Kumpel, der fährt wirklich total auf mich ab, ja. Als ich vor kurzem zum ersten Mal in meinem Leben statt Fahrrad Radl gesagt habe, da hat er nur so siegessicher gegrinst und gesagt, Beut kehrst uns. Und ich war nur so, wow, ich weiß nicht, ob ich das möchte, das klingt gleich bedrohlich. So, sorry auch, dass ich dich so creepy dabei angeschaut habe. Tut mir leid. Hotdog vorhin, schön. Naja, jedenfalls, ich bemühe mich, ja. Also ich würde es gern lernen, ich bemühe mich wirklich. Aber es ist nicht leicht, selbst wenn man es möchte so. Weil ich habe festgestellt, naja, also no offense, Leute, aber Bayern sind nicht sonderlich gut darin, dir Dinge zu erklären. Weil du verstehst was nicht und ein Bayer erklärt dir ein Wort mit dem Wort. Nur lauter. Und die gestikuliert dann sehr viel dabei rum. Ja, sorry, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was heißt denn dieses Ume? Ja, Ume heute, hinten, da gehst heute Ume. Was verstehst du das nicht? Bist du blöd? So, habe ich zumindest rausgefunden, was Brunsbiesel blöd bedeutet. Nicht klug? Ja, habe ich mir aus dem Kontext erschlossen. Bin pfiffig. Ja. Aber wie gesagt, also was ich aber schön fand, vor kurzem, ich wohne da jetzt in München seit über 8 Jahren und ich war vor kurzem zum ersten Mal, seit ich da wohne, in einem Spielzeugladen. Und es war geil. Da gab es über 50 verschiedene Monopoly-Varianten, unter anderem Monopoly Tegernsee. Und das fand ich geil. Also ich habe nicht in die Anleitung geschaut, aber ich weiß trotzdem, wie man es spielt. Und zwar, das Spiel geht los und niemand kann sich irgendwas leisten. Sobald man eine Runde gedreht hat, haben sich in der Zwischenzeit die Immobilienpreise so stark erhöht, dass man sich erst recht nichts leisten kann. Ja, zieh über los, nimm 5.000 € ein, aber zahlt 4.000 € Kaltmiete. Ja, und am Ende sitzen alle traurig beim Wirt. Das ist Monopoly Tegernsee. Es gibt eine Sonderrolle, die wird am Anfang ausgelost per genetischer Lotterie. Und zwar eine Person wird Großgrundbesitzer, der gehört von vornherein jede Straße. Und die muss das gesamte Spiel damit verbringen, das eigene Vermögen steuerlich zu optimieren. Das ist Monopoly Tegernsee. Einfach mal spielen, macht Spaß. Ist vielleicht ein bisschen teuer, aber wenn man mal drin ist, macht es mega Spaß. Habe ich gehört. Naja, aber ich will mich vielleicht kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Max Oswald, ich bin Comedian, Autor und dementsprechend eine Enttäuschung für meine Eltern. Aber ich sag mal so, das Gute an meinem Künstlerdasein ist, mich heiratet man auf jeden Fall mal aus Liebe. Schön, dass ihr da lachen könnt. Hervorragend. Ja, was cool ist am Comedian sein, man kommt rum, so. Er war vor kurzem mal wieder in Berlin, von wegen rumkommen und so, und bin vom Zug in die Tram und dann sind wir losgefahren und da war vor uns eine Tram in der Haltestelle und anscheinend hat jemand zu früh auf den Haltestellenknopf gedrückt. Ich wusste gar nicht, dass das ein Problem ist. Da hat die Tramfahrerin lautstark eine Durchsage gemacht, folgendermaßen: Physikalische Grundgesetze! Wo ein Gegenstand ist, kann kein anderer sein. Bitte warten, bis ich in der Haltestelle bin. Und ich so, wow. Das war zu viel, aber okay, alles klar, willkommen in Berlin. Und dann sind wir weitergefahren und 2 Haltestellen später hat sie nur noch durchgesagt, physikalische Grundgesetze! Ende. Und das muss ja massiv verwirrend gewesen sein, wenn du in der Zwischenzeit eingestiegen bist. Also ich war sehr froh, am Anfang der Storyline dabei gewesen zu sein, um zu wissen, wo die Geschichte herkommt. Da stell dir mal vor, du steigst da ein und hörst nur physikalische Grundgesetze. Okay. Ist das ein Rätsel? Bin ich in einem Escape Room? Wo sind die Hinweise? Ein Student ist eingestiegen, hat gebrüllt, F ist gleich M mal A. E ist gleich im C. Ich muss die nächste raus, darf ich? So geil. Stellt euch das mal vor, ihr kommt nach München, fahrt Tram und dann kommt eine Durchsage, physikalische Grundgesetze. Auf ein Bier muss ein weiteres folgen. Wenn du keinen Leberkäse isst, fällst du vom Gerüst. Das ist nur, wenn Aiwanger die Tram fährt. Aber anderes Thema. Jedenfalls, ich habe beim Kumpel in Berlin gepennt und als ich ihm die Geschichte erzählt habe, habe ich gemerkt, der hat zu lang studiert.
Das hat ihm nicht gut getan. Also er meinte so, ja, also ich habe so erzählt, ja, wo ein Gegenstand ist, kann kein anderer sein. Und er so, ja schon, aber astrophysikalisch betrachtet müsste man vorher ja erstmal definieren, ob es sich bei einem Gegenstand um Masse oder Materie handelt. Und ich war nur so, wow, krass, Leute müssen dich ja lieben auf Partys. Wahnsinn. Ich wüsste zumindest, was die Tramfahrerin geantwortet hätte, glaube ich. Und zwar ungefähr sowas wie, ich habe meine Meinung geändert. Meine Faust kann in deinem Gesicht sein. Das geht gleichzeitig. Keine Ahnung, aber netter Kerl. Naja, jedenfalls. Und dann am nächsten Morgen hat Berlin gleich wieder gezeigt, okay, guck mal, du bist jetzt in Berlin. Ich saß in der Küche, Fenster zum Innenhof war gekippt. Und da ist ein Typ durch den Innenhof gelaufen, der auch so lautstark gebrüllt hat, täglich scheißen gehen. Mann! Das war für mich so eine völlig neue Art, unzufrieden mit seinem Körper zu sein. Und ich mir auch dachte, naja, täglich ist eine sehr solide Frequenz, Bro. Also, viele wären neidisch, aber für den klang das so, als würde genau das so seine Work-Life-Balance zerstören, auf so eine komische Art. Und ich auch dachte, vielleicht ist das auch gar kein normaler, typischer Berliner Verrückter, ja. Vielleicht ist das auch so ein Finanz-Comedy-Gruppe, Finance-Crypto-Bro, der sich denkt, täglich scheißen gehen, Mann, da verliere ich ja so viel Zeit, die könnte ich ja viel besser am Kapitalmarkt investieren. By the dip, so, keine Ahnung, kann ich nicht statt jede Woche, jeden Tag einmal nur so einmal die Woche so alles auf einmal so, das Ganze so bündeln und Skaleneffekte erzielen, täglich scheißen gehen. Mann! Keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, der Innenhof war verdächtig gut begrünt. Also, egal was er macht einen guten Job, kein Plan. Das muss man ihm lassen. Aber ja, das Schöne ist hier, wenn man so rumkommt und so unterwegs ist, ne? Also hier zum Beispiel hat man hervorragendes Catering bekommen, bitte ladet mich wieder ein, danke, gerne. Genau, aber man muss auch viel sich so ein bisschen so durchschlagen, wo es halt gerade noch sowas gibt. Ich war zum Beispiel letztens mal in so einer Bahnhofsbäckerei mal wieder und da gab es halt so eine Laugenstange mit Tomate Mozzarella für 2 € und ich bestell die und an der Kasse werden mir aber 3 € abgerechnet. Ich bin halt Künstler, ich muss was sagen, Entschuldigung, also da stand doch 2 €, oder? Und der Bäcker so, ja, aber das war nur der Belag. Ich war genauso fassungslos wie ihr, aber ich mir auch sagte, also ich hätte nicht gedacht, dass bei einer Laugenstange mit Tomate Mozzarella die Laugenstange eine Sonderleistung ist. Also die Bäckerei hat Kapitalismus durchgespielt. Dachte ich mir auch so, naja, keine Ahnung, anderes Beispiel. Also, wenn ich Fallschirmspringen gehe, dann hoffe ich aber mal schwer, dass bei den 200 € nicht nur der Sprung inklusive ist. Ich dachte halt so, ja nee, das kostet ein Huni extra, wenn du unten ankommen willst. Tschüss! Mir hat jemand auf dem Weg runter den Fallschirm verkauft. Wahnsinn. Wie kam die denn auf die Idee? Ist da mal jemand in die Bäckerei gegangen, hat gesagt, das da bitte. Nee, halt. Nur der Belag. Und hat dann so sein eigenes Brötchen hingehalten und gesagt, ja komm, mach rein. Ich würde einfach gerne mal kellnern und wenn der Typ dann einen Kaffee bestellt, so machen, ja sorry, du hast nur die Flüssigkeit bestellt, nicht die Tasse. Also muss ich schon dazu sagen, die Tasse ist bei uns eine Extraleistung, die kostet 1 € mehr, sorry. Mit einer letzten Sache möchte ich euch mitgeben. Wenn ihr euch eine Sache von diesem Abend merkt, dann folgende. Ich ärgere Leute manchmal oder ganz gerne dadurch, indem ich ihnen exakt dann guten Appetit sage, wenn sie gerade in was reingebissen haben. Das ist hervorragend, weil ihre Höflichkeit befiehlt ihnen sofort zu antworten. Dann sagen sie immer so, danke. So geil, du bist höflich und fies gleichzeitig. Das ist das perfekte Verbrechen. Genau. Mein Name ist Max Oswald. Vielen Dank, ihr wart hervorragend. Dankeschön. Wir feiern